Paulus sagt so, es gibt kein Geheimnis, das Geheimnis ist da. Er sagt das zu der ganzen Gemeinde. Es gibt nicht gewisse Leute, die mehr wissen als ihr, sondern das Geheimnis ist, Jesus Christus lebt in dir. Und du bist vollkommen. Du musst nicht noch mehr Wissen oder bessere Erkenntnis haben. Herzlich willkommen im Sunday Night on Air. Ich bin heute hier mit Joel vom Sunday Night Pastor und der Michelle Eichele vom ICF Friedrichshafen, Pastorin mit ihrem Mann zusammen. Seit wie vielen Jahren? Einem Jahr? Einem Jahr. Ja, vor einem Jahr gestartet? Nee, wir haben vor 2 Jahren gestartet, aber seit einem sind wir erst Pastoren. Seid ihr Pastor? Das ist wichtig. Im wunderschönen Friedrichshafen am Bodensee. Schön seid ihr hier. Wir sprechen heute in der Folge 3 zum Thema Irrlehren über die Irrlehre Gnosis. Gnosis. Und vielleicht auch, wenn du jetzt zuhörst, da fragst du dich, warum haben wir dieses Thema gewählt? Und zwar, der eine Grund dafür ist, dass Gnosis eine der Irrlehren ist, die das Neue Testament bereits konfrontiert in der Schrift, an verschiedenen Stellen. Kurzer Überblick über die Gnosis. Was ist Gnosis? Gnosis waren verschiedene Strömungen, die haben sich nicht unbedingt als Gnostiker bezeichnet, aber jetzt im Nachhinein wirft man die alle etwa in einen Topf, weil sie verschiedene gleiche Schwerpunkte hatten. Unter anderem glaubten sie, dass es 2 verschiedene Götter gibt. Der eine hat die Welt geschaffen, ein schlechter Gott, der Demiurg, und die Welt ist nicht gut, das Körperliche ist nicht gut, aber Jesus ist der gute Gott und kommt und rettet uns von dieser schlechten Welt. Also sie haben Jesus und der Gott vom Alten Testament getrennt. Das war ein Grund, warum es als Irrlehre abgestempelt wurde. Und ein anderer Grund ist auch, weil sie sich auf die Suche nach der Erkenntnis machten, die nicht alle haben. Und wir möchten ein bisschen über das sprechen. Und wir sehen das an verschiedenen Stellen, wie beide Dinge konfrontiert werden. Zum Beispiel die Trennung zwischen dem neutestamentlichen Gott und dem alttestamentlichen Gott, wie zum Beispiel im Johannesevangelium aufgegriffen, gerade am Anfang, wo wir lesen. Und am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und er war am Anfang da. Das ist die ersten paar Verse, wo gerade klar gemacht wird, dass Jesus von Anfang an bei der Schöpfung schon dabei war. Und das konfrontiert gnostische Strömungen, aber auch die Erkenntnis, der Schwerpunkt der Erkenntnis, die Gnosis hat. Gnosis heißt Wissen, Erkenntnis. Auch der wird immer wieder in Briefen und den Pastoralbriefen Timotheus und Titus konfrontiert. Wir haben einen Vers. Wir haben einen Vers, deswegen ist die Bibel wichtig. Können wir nicht einfach beiseite legen? Können wir nicht einfach beiseite legen? Ja, oder? Ist doch so. Ja, muss man reingucken. In 1. Timotheus 6, 20 und 21 heißt es: Lieber Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und wende dich ab vom heillosen und leeren Gerede, von den Behauptungen der sogenannten Erkenntnis, zu der sich manche bekennen. In Fragen des Glaubens sind sie vom rechten Weg abgekommen. Das finde ich richtig krass. Also da haben wir dieses Wort Erkenntnis. Joel, hast du da ein paar Gedanken dazu? Eben, auch über die Jahrhunderte gab es immer wieder so Strömungen, und auch heute eben immer noch, wo irgend so eine spezielle Erkenntnis nun aufploppt und der dann einige Strömungen oder eine Gefolgschaft irgendwie folgt, und die ist immer, hey, es ist eine größere Erkenntnis, und wenn man die hat, dann ist man endlich einer der Erleuchteten. Und so das schwingt immer so ein bisschen mit, und ich habe auch als Pastor schon 3-4 Mal so Strömungen einfach erlebt, die auch bei uns in der Kirche halt so da waren oder versucht haben, Leute für sich zu gewinnen. Gnostische Strömungen, ja genau. Also es wirkt so, am Anfang wirkt es so absurd, aber es sind eben so Irrlehren, die jetzt nicht unbedingt jetzt einfach gesetzlich sind oder ungesetzlich, sondern die wirklich einfach, es ist eine höhere Erkenntnis, eine sehr spektakuläre theologische Ansicht, die dadurch eben auch attraktiv ist, weil sie etwas verspricht, hey, wenn du die Erkenntnis hast, dann wird endlich alles anders. So dieses Versprechen schwingt auch immer so ein bisschen mit. Ich finde es so spannend, wenn du das so sagst, so ein Versprechen, das sehen wir einfach schon am Anfang, ganz am Anfang von der Bibel, wo die Schlange kommt und sagt, bist du wirklich sicher, dass Gott nicht dass er gesagt hat, du darfst nicht vom Baum, von welchem Baum? Erkenntnis
von Gut und Böse essen. Krass, stimmt. Also das finde ich so spannend, Ja. dass es eigentlich schon am Anfang von der Bibel, ganz am Anfang der Schöpfung, erleben wir das in der Menschheitsgeschichte. Eben, ich glaube, das stimmt, ist mir jetzt aufgefallen. Eben ich glaube, und das Neue Testament beschäftigt sich dann wirklich auch damit, wie ist einfach erkennen, oder das wissen wir, Wissen ist Macht. Und darum ist es so verlockend. Einfach die richtige Erkenntnis oder eine Erkenntnis zu haben, es ist irgendwo durch Macht. Und ich liebe 1. Korinther 8, da möchte ich die ersten 3 Verse lesen, weil die sprechen mir wirklich hier ein und die nehme ich super ernst, wenn es um Erkenntnis geht. Weil Erkenntnis ist gut. Wir sollen uns um Erkenntnis bemühen und mehr wissen. Gerade ihr beide studiert Theologie. Das heißt, ihr wollt mehr Erkenntnis haben und du hoffentlich auch ihr studiert eure Bibeln. Also, aber nun zu der Frage, ob wir Fleisch essen. Ist das der richtige Ort? Fleisch ist immer gut. Genau. Essen, das Götzen geopfert wurde. Ihr meint alle, müsst sich eurer Erkenntnis anpassen. Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen. Also hier kommt's eben. Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen, doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es ankommt. Doch wer Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Also, schlussendlich, Erkenntnis bläht auf, sagt das Luther so schön. Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Und diese Erkenntnis das ist so eine Gefahr darin, wenn man einfach das Gefühl hat, wenn man die richtige Erkenntnis hat, dann ist alles anders und dann ist man auch weiter und reifer. Das ist so ein schwieriger Punkt. Genau. Dass man eigentlich durch mehr Wissen erreicht man ein neues Level. Ja. Ich kann mal vielleicht ein Beispiel machen, was wir zurzeit auch immer wieder erleben. Ich möchte mal über Shinchonji reden. Das ist wirklich eine Sekte, die Shinchonji. Die sind vor 5 Jahren erstmals aufgetreten. Das ist so eine südkoreanische Sekte, die auch eigentlich aus christlichen Gedankengut eigentlich herausgekommen ist. Sie haben auch die Bibel und so. Mittlerweile nennen sie sich auch New Heaven, New Earth. Und die Lehre da ist wirklich auch, oder wie sie auch an die Christen rankommen, ist wirklich auch, hey, komm doch mit zu einer Bibelstunde, weil ich war vorher auch schon Christ, aber seit ich da in dieser Bibelschule war, habe ich Erkenntnis gewonnen, wo ich endlich verstehe, worum es hier eigentlich geht und verstehe, alles, was ich vorher geglaubt habe, war noch gar nichts. Das ist so diese Matrix-Haltung, oder? Nimm die rote oder die blaue Pille, wirst du die Erkenntnis haben. Und so zeugen sie die Leute, oder sie haken da auch wirklich ein, weil wer kennt das nicht, dass er sich manchmal fragt, hey, mein Leben mit Jesus, es ist so zäh, so langfädig. Ich brauche doch endlich die Durchbrüche. Ich sollte doch viel radikaler sein oder schon viel weiter. Wann kommt der Durchbruch? Und so hakt eigentlich diese Shinchonji-Sekte eigentlich ein bei den Leuten. Es gehört dazu. Es gehört dazu, ja. Dass man dann endlich die Erkenntnis hat, die einem im Leben hilft, Ja. weiterzukommen. Ja, oder durchzubrechen. Ja. Endlich ein richtiger Christ sein. Und ich bemängle 2 Dinge daran. Das eine finde ich, wenn Jesus geht mit uns manchmal einfach einen längeren Weg. Jesus hat's nicht eilig. Jesus geht gerne gründlich und Jesus meine wichtigsten Prozesse sind die Prozesse, die über Jahre dauern, wo ich nicht schnelle Durchbrüche erreiche, sondern wo Gott, der Vater, liebevoll über Jahre bei mir Dinge dran ist. Und das geht nicht schnell. Und das erleben wir immer wieder auch, einfach auch bei Leuten, dass der Prozess oder einfach eine Beziehung mit Gott aufzubauen, geht nicht schnell, sondern es ist meistens etwas, was über Jahre geht. Und das kann sehr irritierend sein. Aber da darf man nicht unterschätzen, macht Jesus nicht klein, was er bis jetzt in deinem Leben tut. Verstehst du? Mega. Ja, das passiert ja aber auch bei uns manchmal, wenn wir über das Evangelium sprechen oder hey, willst du Jesus dein Leben geben, dass wir manchmal verpassen, noch dran, also das nicht zu verwässern,
und sagen, ja, dann ist alles gut, dann wird alles gut, dann da ist dein Leben perfekt, weil das hat Jesus einfach nie gesagt. Es geht nicht darum, dass das Leben dann danach viel besser ist. Ich glaube, dass es das beste Leben ist mit Jesus. Aber es kommen trotzdem Herausforderungen, es kommen trotzdem anstrengende Zeiten. Du hast vorhin immer mal wieder, oder ich weiß nicht in welchem Gesetzlosigkeit, oder immer wieder vom neuen Menschen gesprochen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir sagen, hey, ich möchte mit Jesus laufen, dann macht er uns neu. Dann sind wir neue Menschen. Und er sagt aber auch immer wieder, lasst euer Denken verändern. Ja. Weil unser Denken ist immer noch geprägt von alten Mustern oder von Mustern, die nicht göttlich sind. Und das ist die Herausforderung, wenn wir da mit Jesus unterwegs sind, zu wissen, hey, eigentlich könnte es so und so aussehen, aber mein Denken, meine Muster sind eigentlich noch anders. Und die müssen halt auch erneuert werden. Die müssen auch lernen, in dem neuen Menschen zu laufen, im neuen Menschen zu denken, zu reagieren. Und das ist aber eine Anstrengung. Das ist ein Kampf, der nicht einfach ist. Der aber nicht immer gleich gesagt wird. Weil das ist natürlich nicht so attraktiv. Aber ich finde spannend, dass Jesus, wenn er in Nachfolge gerufen hat, hat er immer dazu gesagt, was es kosten wird. Er hat immer gesagt, hey, berechne die Kosten der Nachfolge. Schau, also bist dir sicher, dass du nicht dann nach dem halben Weg aufhörst, weil es zu anstrengend wird. Und das finde ich eben bei den Versprechen, hey, du hast dann alles und da wird alles gut. Da fallen auch mir manchmal rein. Aber das ist eben das Verlockende, weil Christsein nicht einfach ist. Ja. Und dann denkst du, okay, jetzt gehe ich da hin, jetzt gehe ich in so ein Zoom-Meeting, wurde ich auch mal eingeladen, und denkst, dann habe ich alles, dann erlange ich meinen Durchbruch, dann wird es einfach. Und das Interessante ist, oder, die Theologie, die Sie dann bringen, ist sehr viele Theologie aus der Offenbarung, weil die Offenbarung halt sehr viel Spielraum lässt für Interpretation und jetzt, oder schrägstrich eben, neue Erkenntnis, die du noch nie gehört hast. Das kann man so sehen. Und dann, was sie auch machen, darum wieder zurück zu dem Anfang, sie trennen sehr stark den Gott vom Alten Testament und dann kommt Jesus und jetzt kommt die dritte, sie nennen es nicht gerade, ist ein anderer Gott, aber es ist eine neue Offenbarung. Der dritte Gott, das ist jetzt neu, das ist der Endzeitprophet, das ist der Endzeitpastor auch, der in Korea lebt. Und er ist da jetzt dieser neue, eine Offenbarung eigentlich Gottes. Also er ist ein Stück weit auch Gott und wird ein Stück weit fast auf die gleiche Ebene wie Jesus wieder gesetzt. Und das ist, oder, dieses klare Abtrennen auch nochmal und einfach so. Und so baut man sich dann starke Theologien auf. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn starke Erkenntnis kommt oder starke Theologien. Und ich habe mir irgendwann auch gesagt, okay, ich möchte starke Theologien nicht mit starken Theologien, schon mit Wahrheit, aber oftmals ist, also verstehst du, grundsätzlich habe ich die Einstellung nicht, ich habe krasse Erkenntnisse. Schon ich jage in erster Linie den Geheimnissen Gottes nach und suche die Wahrheit, und abgeschlossene Theologie habe ich nicht. Ich bin auf der Suche nach mehr Wahrheiten und habe einzelne Erkenntnisse. Und vor allem, was ich stark habe, ist einen starken Gott. Ja. Er ist stark, aber nicht meine Erkenntnis oder meine Theologie. Also wenn eigentlich die Erkenntnis oder das Wissen das primäre Ziel wird, könnte man so sagen, dann läufst du Gefahr, eigentlich in eine sozusagen gnostische Züge aufzunehmen, indem du nur noch die Erkenntnis steht oder das, sagen wir, mehr Wissen im Vordergrund. Ja, ich kann das an einem Beispiel so ein bisschen machen. Noch vor etwa 10, 12 Jahren waren so zwei Strömungen, so eine Faith Teaching, wo es einfach darum geht, hey, du musst nur glauben, dann passieren die Wunder, du musst nur glauben. Und dann auch mit Wort und Geist, das war so auch etwas, was sehr, eine starke Theologie, auch ein bisschen, wo oft so dieser Satz gesagt wurde, hey, ja,
weißt du, es ist ja schon alles in dir drin. Und du musst es nur noch annehmen. Es ist schon alles in dir drin. Und das ist auch wieder so eine starke, okay, ich muss es jetzt glauben. Und ich habe es selber in Kontrolle. Ich muss jetzt einfach die Wahrheit glauben. Ich muss es jetzt nehmen, diese Erkenntnis. Und wenn ich das jetzt nehme und wirklich glaube, dann erlebe ich endlich diese Wunder und diese Heilung und das, ich hab's. Ich kann es selber nehmen, diesen Durchbruch. Und jetzt ich muss es nur glauben und gut meditieren und mich da rein. Es ist Glauben. Es steht ja in der Bibel, dass ich schon geheilt bin und ich bin schon geheilt. Also, verstehst du? Und dann das ist super eine Starke und es ist auch sehr schwierig gegen zu argumentieren. Dann als Pastor in dem drin, weil es so eine starke Erkenntnis ist und es ist ja irgendwo durch auch von der Bibel gestützt. Das ist sehr schwierig gegen so gnostische Theologien zu argumentieren. Aber es ist wieder so, wenn du diese Erkenntnis hast, dann hast du den Durchbruch im Glauben. Ja, ich finde das jetzt aber gar nicht mal schlimm. Was? Weil es ist ja eine Wahrheit. Sagen wir mal, wir nehmen die Wahrheit, durch seine Striemen bin ich geheilt. Sehe ich vielleicht nicht selbst an irgendeinem, keine Ahnung, mein Beispiel, ich habe Tinnitus, habe ich nicht. Aber es ist eine Wahrheit, dass ich geheilt bin. Das ist eine Wahrheit, auf die ich mich stelle. Und die darf ich anfangen zu proklamieren. Heißt nicht, dass ich vielleicht in meinem Leben, also in diesem Leben jetzt auf der Erde, das erlangen, aber es ist eine Wahrheit, die ich trotzdem glauben möchte, wo ich mich immer wieder draufstelle. Ja, genau, aber das ist jetzt nicht eine starke, da machst du wieder Gott stark, aber das ist nicht eine starke Theologie in dem Sinne, du kannst mir in dem Fall auch nicht versprechen, dass ich geheilt werde. Hier. Und das ist nicht der Weg, dass ich jetzt auf dieser Welt diese Heilung empfange. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und die anderen kommen halt wirklich daher, du hast ein Problem, du musst nur jetzt genug glauben, dann wirst du jetzt auch geheilt. Das Problem ist, oder du hast jetzt zu wenig Glauben, da musst du jetzt mehr die Erkenntnis haben, dass du jetzt schon geglaubt, oder? Und das ist die Lösung nachher. Darum ist so immer im Glauben oder in der Vorstellung oder in der Erkenntnis da wirklich zu machen. Dann hast du diese Durchbrüche und dann erlebst du den Glauben. Also dann erlebst du auch den finanziellen Segen. Das kommt ja dann auch noch. Und es ist natürlich auch problematisch, wenn du sowas in der Kirche hast, ist natürlich auch zum Beispiel, dass du 2 Klassen hast nachher. Also du hast Leute, die haben diese Erkenntnis erkannt und all die Leute, die sie nicht erkannt haben, sind nicht genug. Also es ist auch wieder, man kommt jetzt zurück zu, du bist noch nicht vollständig, du musst noch mehr Erkenntnis erlangen, bevor du überhaupt wirklich wahr bist, oder? Das heißt, es kann unglaublich viel Minderwert säen bei denen, die die Erkenntnis noch nicht haben. Es kann eine 2-Klassengesellschaft geben in der Kirche, die Elite, die die Erkenntnis hat. Voll. Und die anderen, die sie nicht haben. Es ist immer ein Machtgefälle, es ist immer ein geistlicher Minderwert, der gesät wird. Und ist daher finde ich ultra problematisch. Sehr. Sehr, ja. Und trotzdem es ist so einen schmalen Grat, oder? Dass man soll sich nach Erkenntnis ausstrecken und man soll mehr erkennen und man soll Gott besser kennenlernen und gleichzeitig aber nicht das zum primären Ziel machen. Schon schwierig. Ich finde es eben, in diesem Moment, also es war wirklich für uns damals in der Kirche, also bei den jungen Erwachsenen im 20s, haben sie sich dann gesammelt vom ICF, alle im ICF, die da ein bisschen für Wort und Geist sind, waren etwa 150 Leute, so, die da ein bisschen, die haben sich im 20s gesammelt, sind dann dann ist der 20s, oder, natürlich gewachsen ein Stück weit, und dann auf einen Schlag war die Hälfte der Leute, war dann doch wieder weg. Ja, der 20s war der Jugendgottesdienst. Ja, genau, von den jungen Erwachsenen. Ja. Und das ist schon, oder für eine Kirche, wenn da so eine gnostische Strömung reinkommt, oder auch Wort und Geist, in vielen Kirchen haben sie das erlebt. Und dann aber, ich habe gemerkt auch, oder das Argumentieren ist schwierig, man muss gewisse Dinge auch einfach, man wird es dann. Und damit musst du, oder auch, weil es sät diesen Minderwert, du denkst, fuck, okay, ich bin jetzt einfach, wir sind jetzt doch, oder wir wurden, ein Stück weit fühlt man sich auch ausgenutzt dann als Kirche oder als Pastor. Es ist nicht easy, aber
mit der Zeit wird es sich zeigen wirklich. Und dann kam eben interessanterweise bei dieser Strömung, die haben dann so natürlich ihre eigenen Gottesdienste und die Erkenntnis war dann eben auch, hey, körperlich und geistlich, das kann man voll trennen. Und dann hat's halt angefangen mit im Sexuellen ganz interessant, nein, nicht interessant, ganz abwägig zu werden, dass Ehepartner gesagt haben, ja, wir sind ja nur, seelisch waren wir nur verheiratet, aber geistlich gilt das nicht, oder und wir können uns jetzt einfach scheiden lassen, weil ich fühle mich jetzt zu dieser Person mehr geistlich neu und das ist jetzt, eigentlich wäre das mein wahrer Ehepartner. Und dann wurden so Familien einfach leichtfertig getrennt oder auch ja, es war, kam es zu fast nicht gerade zu Orgien, aber einfach, dass Leute miteinander Sex hatten und man halt dann argumentiert hat, ja, es ist ja nur körperlich, das zählt ja sowieso nicht, weil Körper ist sowieso sündhaft oder einfach nur irdisch, der Geist zählt ja nur und im Geist sind wir treu, aber und dann gestaltet man sich immer so durch diesen Dualismus wieder, wo man das trennt, das Seelische und das Geistliche und das Körperliche, trennt man das so stark, dass es eben dann so unmoralische Züge gibt. Und das war natürlich dann auch der Anfang vom Ende. Ich weiß gar nicht, ob es diese Kirche noch weiterhin gibt, obwohl, ja, super Leute da waren und eigentlich mal gestartet haben mit einem Hunger nach mehr von Gott, aber da eben gefühlt haben, einfach auf diese Erkenntnis reingefallen sind, auf die Gnostik. Diese Trennung zwischen Körper und Geist ist natürlich auch ein Zug von der Irrlehre. Wir haben in der ersten Folge über Irrlehren gesprochen, was Irrlehren sind. Also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, geht zurück, Folge 1, und da habt ihr noch mehr Informationen zu, was ist eine Irrlehre überhaupt. Aber wir haben es so ein bisschen runtergebrochen auf eine Lehre, die der Bibel widerspricht, die etwas dazufügt, wegnimmt, ergänzt oder widerspricht. Und das Seele und Geist, finde ich einfach, Geist und Körper zu trennen, ist ja auch so krass, dass es so klar der Bibel widerspricht, dass man in Genesis 1 haben wir einen Gott, der die Erde schafft, der das Körperliche schafft. Und er sagt, es ist gut. Er schafft den Menschen und sagt, es ist gut, es ist nicht schlecht, der Körper. Und auch am Schluss, als Jesus aufersteht, er ist nicht einfach ein Geist, sondern sie können ihn anfassen und der Körper ist gut. Also er aufersteht in einem neuen Körper. Wir bekommen neue Körper, sagt es nach der Auferstehung. Also es ist extrem positiv, wenn es zum Körper kommt und es ist nicht einfach nur alles schlecht und der Geist ist gut. Darum, das widerspricht eigentlich auch der reinen Lehre. Und ich habe noch etwas anderes gefunden, das ich auch spannend finde, ist das Ganze mit die Erkenntnis, die gewisse haben und du musst sie nur erreichen. Ich finde das so schön. Im Kolosserbrief schreibt Paulus und man geht da auch davon aus, dass der Kolosserbrief eine Abhandlung ist, zum Teil mit gnostischen Strömungen und die Konfrontation sucht. Und da sagt er, ihr Diener bin ich geworden aufgrund des Verwalteramtes, das Gott mir übergeben hat, um an euch das Wort Gottes zu erfüllen. Und jetzt kommt's. Das Geheimnis, das seit Urzeiten um Menschengedenken verborgen war, jetzt aber ist es in seinen Heiligen offenbart worden, denn denen Gott kundtun wollte, wie reich unter den Völkern die Herrlichkeit dieses Geheimnis ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, um jeden Menschen als in Christus vollkommen hinzustellen. Mich hat es so berührt, weil ich gedacht habe, okay, Paulus sagt so, es gibt kein Geheimnis, das Geheimnis ist da, er sagt das zu der ganzen Gemeinde, es gibt nicht gewisse Leute, die mehr wissen als ihr, sondern das Geheimnis ist, Jesus Christus lebt in dir und du bist vollkommen. Du musst nicht noch mehr wissen oder bessere Erkenntnis haben. Und er konfrontiert das so klar. So, jeder kann es wissen. Es gibt kein Geheimnis, das man noch zu lüften braucht, sondern Christus lebt in dir. Ja. Und was für eine Bevollmächtigung für jeden. Ja. Egal wie einfach du bist, was du für einen Job hast, woher du kommst, einfach die ganze Gemeinde hat das wie auf den Punkt gebracht. Das finde ich wunderschön. Ich finde, das ist wunderbar, eben um diesen Jesus zu lieben. Dazu sind wir berufen. Und Erkenntnis soll der Liebe dienen. Ich finde, das nehme ich so mit. Ich möchte mehr Erkenntnis, um noch mehr mich in diesen Gott zu verlieben, um ihn noch mehr zu lieben. Und dafür will ich mir noch mehr Erkenntnis und nicht das umzudrehen. Ja.
Ich danke euch für eure Zeit, für eure Gedanken. Und ja, danke vielmals fürs Zuhören. Und lasst uns wissen in den Kommentaren oder mit Feedbacks, was ihr schon erlebt habt in Bezug auf ihr Lehren, was euch weiter Wunder nimmt, wenn ihr weitere Fragen dazu habt. Geniert euch nicht, bei uns zu melden. Und danke vielmals fürs Zuhören. Thank you.